So, Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur Top 10. Top 10 der YouTube-Kommentare. Nehmen wir natürlich live im Stream auf. Sortierung ist wie immer, ich scroll durch. Ich habe schon mal oben 20 und 33 gesehen. Ja, hier sollte ja noch relativ positiv sein, die Stimmung. Ich bin aufs Hamburg-Video gespannt. Ja, hier passt das ja mal. Hier unten sehe ich jetzt keinen, der irgendwie viele Daumen hat, wa? 5. Gut, ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Dann können wir doch einfach oben anfangen. So, Hans Meyer. Solche Spiele gewinnst du nicht, wenn ein Diaz nicht so mit nach hinten läuft. Das war extra klasse. Ja, gehe ich mit. Luis Diaz ist. Man sieht es immer dann, wenn Luis Diaz mal eine Halbzeit oder gar 90 Minuten nicht da ist. Wenn die Alternative dann Serge Gnabry heißt, dann ist das schon ein sehr, sehr wilder Unterschied. Ja. Leider. Iceman. Kai hat es oft gesagt, ich habe es mir auch schon oft genauso gedacht. Urbich ist fußballerisch einem Neuer mittlerweile entwachsen. Ja, auf jeden Fall. Das ist nicht abwerten, Neuer ist fußballerisch immer noch gut, aber was Urbich für lange Bälle perfekt in den Lauf spielt, wie zum Beispiel Ulisse, Kane oder Diaz in Halbzeit 2, das ist einfach eine Liga für sich. Ja, das sehe ich genauso, aber das habe ich ja schon lange gesagt. Kommt natürlich nicht so häufig zum Tragen, weil wir nicht so häufig einen Gegner haben, der mitspielt, ne? Der dann auch mal aufrückt und uns den Platz gibt. Kommt halt dann nur zu tragen, wenn der Gegner das macht. Wenn der Gegner in der Bundesliga ist und 80 Minuten hinten drin steht, kommt das halt nicht zum Tragen. Aber wenn wir 'n Gegner haben, der das so macht, dann ist das auf jeden Fall ein Faktor, ja. Und der spricht klar für ein Urbich. Das muss man sagen. Auch diese mentale Stärke, die er schon als junger Spieler mit wenig Spielpraxis hat, finde ich bemerkenswert. Ja. Vor allem nach einem Fehler so eine Gala abzuliefern, tiefsten Respekt. Meiner Meinung nach sollte er nächsten Sommer Stamm spielen, so gut Neuer zuletzt gehalten hat, aber ein weiteres Jahr Joker-Torhüter ist für dieses Potenzial nicht mehr angebracht. Ja, sehe ich genauso. Ich fände es sogar fein, wenn Manu sagt, er möchte noch ein Jahr machen, dann muss er in die zweite Reihe. Punkt. Punkt. Wie du es schreibst auch, es ist an der Zeit jetzt. Du kannst ihn nicht noch ein Jahr dahinter vergammeln lassen, ja? Du musst den Schalter umlegen jetzt. Das weiß aber auch 'n Manuel Neuer, ganz ehrlich. Also, auch 'n Kompany wird das wissen. Ja, ich erwarte das nächste Saison. Alles andere würde mich maßlos enttäuschen, ja? Wenn Manu meint, er möchte unbedingt noch dabei sein, ja, let's go, gib ihm die Pokalspiele gerne. Ja, dann kann er noch sich 'n bisschen da im Tor quälen, wenn er meint. Und ansonsten, wenn er keinen Bock hast du 'n Peretz dahinter, ja, oder sogar 'n offenen Konkurrenzkampf, ist für mich auch 'n No-Brainer. Und wenn er noch Bock hat, ja, dann hat er sich dahinter zu setzen und dann ist er im Notfall da, wenn der Obich auf einmal man merkt, er packt das nicht mit alle 3 Spiele, sonst was ich persönlich nicht glaube, ja. Aber dann hast du diese Sicherheit einfach, ja. Aber du musst jetzt irgendwann mal anfangen, ne, den Schalter umzulegen. So, Floppy Rick. Ich fand es gut, dass Obich nach seinem Patzer direkt wieder spielen durfte und sich auch auszeichnen konnte. So sitzt es die nächsten 15 Spiele doch deutlich besser auf der Bank. Ja, 100% true, war super wichtig. Ähm, Wie gesagt, Chapeau an Kompany und sehr wahrscheinlich auch an Manuel Neuer, der das ja sehr wahrscheinlich mitgetragen haben wird. Hans Landau, Jackson-Leihe war rausgeschmissenes Geld. 25 Millionen, Leihe plus Gehalt für ein Jahr. Ja, sehe ich nicht so. Ähm, Ihr wisst, ich sehe den Jackson auch kritisch. Was heißt kritisch? Ich glaube, er passt halt nicht wirklich so in das System, was wir gerade spielen. Das jetzt schon zu beurteilen, ist ein großer Fehler. Ist ein riesengroßer Fehler, ja. Ich mache mal 'n Take. Ich mache 2. Ne, ich mache einen Take. Ähm, Champions League Halbfinale, Rückspiel. Wir brauchen unbedingt 'n Tor, um weiterzukommen. Meinetwegen Champions League Finale, 75. Minute, unentschieden steht's, Harry Kane verletzt raus. Nicolas Jackson kommt rein, macht im Halbfinale das Tor, macht im Finale das Tor.
Was sind dann 25 Millionen? Wen interessiert's? So, das jetzt schon zu schreiben, ist super dumm. Sorry. Es ist super dumm. Super dumm. Mach's noch niemals aufs Champions League-Finale, mach's auf die Bundesliga. Hä? Mal ganz davon abgesehen, dass er ja schon Treffer gemacht hat, ja? So, wer sagt denn nicht, dass 'n dass Nicolas Jackson nicht noch ein 2 wichtige Tore machen wird, die uns wichtige Punkte bringen, 'n wichtiges Weiterkommen? Wird das alles nicht passieren und wir sind am Ende der Saison, ja, und wir gucken uns das dann an, dann kannst du ja gerne den Take bringen. Den Take jetzt zu bringen, sorry, das sagen zu müssen, ist einfach mega dumm, ja. So, waren das 5 oder was? 4. Okay. Ja, nehmen wir den mit 11, das passt. Ulrich Man of the Match. Ja, verdienterweise perfekto mundo. Gut, Top 5 der HSV-Spielanalyse-Kommentare. Ich scroll mal durch, ich sehe hier nur Einser Daumen hier. Stell mal um den Bums. 51 Daumen. Ja, da hier sind doch jetzt bestimmt ein paar wilde Takes bei. Ah, hier sind so viele Daumen. Fuck it. Alter, 39 hier unten. 41 ganz unten, oder was? Eieieiei. Das müssen wir jetzt aber sortieren hier. Ist schön, dass YouTube da keine Option für hat, ne? Ist grandios. Also, ich gehe ja mal davon aus, dass mindestens ein Kommentar in die Kerbe geht, warum ich mich so über 'n Schiedsrichter aufrege, dass der FC Bayern nicht verlieren kann und so, ne? Sonst wäre ich enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Okay, es gab auf jeden Fall einige Kommentare, wie wir sehen. Ja, ich sage ja, wenn's beim FC Bayern nicht läuft, dann läuft's, ne? Tipptopp. Ich scrolle mal eben bis zum Ende. Da war einer noch mit 18, aber 18 ist zu wenig für die Top 5. 10. Okay, ja, den 41er nehmen wir mal mit hier auf dem Weg nach oben. Alles unter 20 ist auf jeden Fall schon mal raus. Dun, 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 dun. Wilde Nummer, wilde Nummer, wilde Nummer. Da lobe ich mir doch so 'n 2:1 Sieg. Da brauche ich nicht so viel scrollen, ne? 27. Ah, den hätte ich wenigstens 'n Herz geben können. Auf Lachsmileys kann ich. Heul leise, guck mal, sehr gut. War hier wieder was mit Erfolgsfan? Geil. Guck mal, bin ich doch sogar heute noch hier, sehr gut unterwegs. Sollte ich vielleicht auch noch einführen, oder? Ich suche einfach mal nach Erfolgsfan hier durch. Könnte ich auch noch machen. Weiß noch nicht, ob das auf mich bezogen war, spielt aber auch keine Rolle. So, Heinz-Werner Albers. Ja, hamburgerischer geht's ja nicht. Bin kein Bayern-Fan und auch nicht vom HSV meistens. Ist deine Analyse auch gut, aber diese heute ist einfach falsch und total daneben. Ja, sehe ich komplett anders. Habe ich ja im Stream auch noch mal ausgeführt. Kannst du dir gerne angucken. Wie gesagt, der HSV hat ein gutes Spiel gemacht, völlig richtig. Das möchte ich auch gar nicht abschreiben. Das Ergebnis wäre ohne den Schiedsrichter aber nicht so dagestanden, wie es da steht. Da bleibe ich auch bei. So, Punkt. Ja. Kann man sich dran hochziehen, muss man sich nicht dran hochziehen. Ich ziehe mich daran hoch. Ich habe es schon verargumentiert. Wenn wir am Ende von 7 Spielen sind, die wir alle 3 Tage gespielt haben, dann spielt das einfach 'n Faktor, wenn 3 Fehlentscheidungen in einem Spiel gegen uns getroffen werden. Und das ist 'n Elfmeter, der gegeben wird, 2, die nicht gegeben werden. Und dann ist das für mich spielentscheidend. Ja, was nicht heißt, dass der HSV 'n schlechtes Spiel gemacht hat, ganz im Gegenteil, habe ich auch schon öfters gesagt. Aber ja, dann fühle ich das Ergebnis halt nicht. Sorry. Da bleibe ich auch bei. Das kann aber auch jeder anders sehen, das ist ja völlig okay, ne? Ist ja nichts, was mich triggert. Axel Albertsen, 2:2, da ist vor dem Schiri zu verdanken. Ha, ha, ha. Bitte was? Mann, Mann, Mann.
Aber schön, dass das auch alles dann die richtigen Namen sind. Dirk, lass dich nicht auslachen mit dem angeblichen Handelfmeter. Schlechtestes Fazit heute ever von dir. Jo, gönn dir, Dirk? Na komm, den Matthäus nehme ich mit, oder? Establishment. Matthäus muss nicht neutral sein. Er ist nur der Experte neben dem Kommentator. Quatschige Forderung. Ja. Lass ich auch mal so stehen, ne? Ist besser. Weil ich wollte den Stream ja auch noch beenden heute, sonst artet das noch aus hier. Helge! Hahaha! Nimm mal die Vereinsbrille ab. Schiri war oft nicht richtig auf der Höhe, aber wenn ich allein die Kanne sehe, wäre bei jeder Mannschaft ein Spieler mit Aktion vom Platz geflogen. Gelb nach nicht mal 5 Minuten war glasklar und das dauernde Beschweren hinterher, nicht als Kapitän, wäre irgendwann die zweite gewesen. Sorry, dass ihr denkt, immer bevorteilt werden zu müssen. Weil die Spieler größere Namen habt. Dass ihr schon denkt, verpfiffen zu werden, wenn es mal nicht so ist. Ja, ja dann XG, Goalswert. Den Take habe ich auch gewartet. Sehr gut, Helge. Ja. Lasse ich auch so stehen. Ich habe die ganzen Kommentare ja gerade schon in einer Antwort beantwortet. Ja, grandioser Kommentar. Aber als HSV-Fan kann ich das natürlich verstehen. Würde ich wahrscheinlich genauso reagieren. Das Gericht stimmt. Jeder andere Verein kriegt Gelb bei ständigen Gemeckere und Kimmich ist mit 5 bis 6 Leuten jede Aktion am Jammern beim Schiri. Mal abgesehen davon, dass Kane auch nach 3 Minuten hätte gehen können, wenn der Schiri böse wäre. War wirklich nicht unparteiisch. Ja, wenn das die Argumente sind, dann Hut ab. Ihr solltet euch bei Davis bedanken, sonst hättet ihr noch verloren. Nehmen wir auch noch mit. Jetzt ist aber schon mehr wie 5. Und hier 51, guck mal. Ich frage mich, welches Spiel du gesehen hast. Ja. Sehr gut.